Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Das Sportfest». Die Geschichte ist aus dem Buch «Neue Geschichten aus dem Schmunzeldorf». Der John Patience hat die Geschichte geschrieben und gezeichnet. Vorbereitungen. Jedes Jahr hat man im Schmunzeldorf ein grosses Sportfest gemacht. Natürlich sind für das viele Vorbereitungen nötig gewesen. Und so sind ein paar Tiere schon sehr früh auf der Beine gewesen. Der Pixer Wiedebank und der Strampel sind zu einer Wiese vom Bauer Brombeeri geschickt worden. Sie hätten dort Linien für die Laufbahn malen sollen. Keine Minute sind sie während der Arbeit still gewesen. Auf einmal hat der Strampel laut angefangen zu lachen. Schau einmal, du hast ja eine Schlangenlinie gemalt. Am Rand der Wiese hat der Herr Splitter den Imbissstand aufgestellt. Zufrieden hat er vor sich hingepfiffen. In dem Moment ist der Herr Schlecker, der Bäcker und Konditor vom Schmunzeldorf gekommen und hat Brötli und Kuchen geliefert. «Das geht ja so schnell wie bei mir das Brätzeli backen», hat er am Biber zugerufen. «Ja, das sieht wirklich schon grossartig aus», hat auch der Herr Krachbeeri gelobt. Der Gastwirt hat 2 Fässer Orangensaft gebrungen. «Hoffentlich hebt das Wetter, dort ziehen nämlich schon dicke, schwarze Wolken auf.» Der Sigmund Sumpf, der Angler. In dieser Zeit hat der Graf Kullerbeeri auf seinem Schloss schon die Pokal und die Medaille für die Siegerehrung eingepackt. Als er die Kiste zu seinem Auto getragen hat, hat er die schwarzen Wolken im Himmel gesehen. Doch weil er es brisant hatte, hat er nicht weiter daran herumgestudiert. Schnell ist er in sein Auto gesprungen und in Richtung Sportplatz gefahren. Gleich ist er bei der Brücke beim Hotel zur fröhlichen Wühlmaus vorbeigefahren. Da hat es auf einmal Rums gemacht. Ein lauter Schlag. Die Kiste mit dem Pokal und der Medaille ist in hohem Bogen vom Dachträger geflogen und mit einem lauten Klatsch im Bach gelandet. Das Auto ist nämlich über einen dicken Stein gefahren. Entsetzt ist der Graf aus seinem Auto gesprungen. «Eis Glück! Sie schwimmt!» hat er gerufen. Schon ist die Kiste von der Strömung erfasst worden und der Bach herabgetrieben. «Was soll ich nur machen?» hat der Graf Kullerbeeri verzweifelt gesagt. Ratlos ist er am Ufer entlang gelaufen. «Wenn ich nur wüsste, wie man die Kiste...» Da hat er den Professor Sigmund Sumpf entdeckt. Der ist am Ufer gesessen und hat gefischt. Plötzlich ist die Kiste vorbeigeschwommen. «Oha!» hat der Sigmund gesagt. Dann hat er schnell die Angel ausgeworfen. Wupp! Der Haken hat die Kiste am Deckelgriff verwutscht und der Sigmund hat sie wie einen grossen Fisch an Land gezogen. «Gerettet!» hat der Graf gerufen. «Die Pokal und die Medaille sind gerettet!» Der grosse Regen. Immer wieder hat der Graf beim Sigmund Sumpf für die Rettung der Kiste Danke gesagt. Dabei hat der Professor das Sportfest ganz vergessen. «Steigen Sie ein, Sie können bei mir mitreiten», hat der Graf Kullerbeeri den Professor aufgefordert. Als die beiden auf die Wiese vom Bauer Brombeeri gekommen sind, hätte gerade Seilziehen anfangen. Schon haben die Mannschaften vom Wachtmeister Langbein und dem Herr Raubein fest am Seil gezogen. Der Boris Blinzel hat langsam die Pistole aufgehebt. 5, 4, 3, 2, 1 zählt und hat den Startschuss gegeben. Der Wettkampf hat angefangen. Doch wenige Augenblicke später sind die schwarzen Wolken über der Wiese geplatzt.
Hilfe, es regnet! Jesus auch, wie das regnet, haben alle Tiere durcheinander gerufen. Wie aus Kübeln ist das Wasser vom Himmel gekommen. Und schon gleich sind die Zuschauenden und die Tauziehenden plätschnass gsi. Die Wiese ist schlammig und hell geworden. Die Tauziehenden sind ausgeschlüpft und umgekehrt. Schliesslich sind alle davon gesprungen und haben Schutz unter dem Baum und beim Imbissstand gesucht. «So ein Pech», hat der Herr Langbein gesagt und beleidigt zum dunklen Himmel gerufen. «Jetzt geht unser Sportfest ins Wasser», hat der Herr Raubein brummelt. «Und wir haben uns schon so lange darauf gefreut», haben ein paar Tierkinder gejammert. Der Herr Graf Kullerbeeri lädt ein. Doch der Graf Kullerbeeri hat eine super Idee gehabt. Wie findet ihr das, wenn wir das Sportfest bei uns auf Schloss Kullerbeeri durchführen? Platz haben wir genug. Jeder ist herzlich eingeladen. Da haben die Tiere gejubelt. Hurra! Bravo! Ein ausgezeichneter Vorschlag! Und schon sind alle in Richtung Schloss Kullerbeeri davongesprungen. Mit dem Auto, dem Velo oder zu Fuss, egal wie, hat jeder probiert, so schnell wie möglich dort anzukommen. Es hat immer noch fest geregnet, aber das hat schon niemand mehr interessiert. Sie sind zwar nass gsi, aber glücklich. Die Wettkämpfe. Peng! Der Boris Blinzel hat in der grossen Halle den Startschuss für das Sackgumpen gegeben. Hopp, hopp, los, schneller, haben die zuschauenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeführt. Der Glubschi Quaki ist als Erster ins Ziel gesprungen. Kein Wunder, als Frosch hat er weiter und schneller springen als all die anderen, auch mit dem Sack. Beim Eierlaufen, die grosse Stege derab, hat es viel zu lachen gegeben. Der Klaus Langbein hat es besonders gut können und war von Anfang an zuvorderst gewesen. Doch so ein Pech. Auf dem letzten Stegentritt ist ihm das Ei vom Löffel gefallen und die Gerda Rostig, die Fuchsdame, hat das Ziel vor ihm erreicht. Siegerehrung. Dann ist der letzte Wettkampf gekommen. Hurra! Das Geländerrutschen! Haben ein paar Zuschauer gerufen. Sie haben gespannt gewartet. Wer wird der Schnellste sein? Ein Teilnehmer nach dem anderen ist im ersten Stock aufs Geländer gehockt, runtergerutscht und am Schluss auf der Matratze gelandet. Jetzt ist der Piekser wie der Bank dran. Hui! Er ist wie ein Bisiwetter runtergerutscht. Er hat so einen Schwung gehabt, dass er über die Matratze geflogen ist und auf dem Herr Raubein gelandet ist. Da haben alle lachen und haben begeistert geklatscht. «Piekser, Piekser, Piekser!» haben sie gerufen und sind sich einig gewesen. Der Piekser hat das Geländerrutschen eindeutig gewonnen. Jetzt sind die Siegerinnen und Sieger geehrt und Pokal und die Medaillen verteilt worden. Wie immer hat der Professor Sumpf ein Erinnerungsfoto gemacht. Alle, die das Jahr das Sportfest vorbereitet haben, stellen sich bitte im Hintergrund auf, hat er gemeint. Und hier vorne bitte der Graf Kullerbeeri mit den Siegerinnen und Siegern. So, und jetzt lächeln. Und schon hat es blitzt. Es ist ein wunderbares Erinnerungsfoto geworden. Haben alle Tiere den Sigmund Sumpf gelobt. Und jedes hat sich gerade einen Abzug davon bestellt. Das war die Geschichte des Sportfest. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!